Ringfrei für eine neue Runde von Dragon Ball Wedging Blast 2 Online. Ja Freunde, nach so langer Zeit geht es endlich mal wieder weiter und ich habe gleich zu Beginn eine gute und eine schlechte Nachricht. Und zwar die schlechte Nachricht, es wird die letzte Folge sein für die erste Staffel. Oh ja, ihr habt richtig gehört, ab nächste Woche geht es weiter mit der zweiten Staffel von Dragon Ball Wedging Blast 2 Online. Was genau bedeuten wird, das erkläre ich euch Ende dieser heutigen Folge. Jetzt erstmal wird hier nur drauf losgecatcht. Ich habe noch kurz die Tutorials ein bisschen wieder durchgeschaut und so, sprich vor allem das Ausweichen an Superangriffen wird wieder funktionieren. Der Rest, der kommt dann mit der Zeit. Nachher habe ich jetzt eine Woche Urlaub und da habe ich genug Zeit zum Trainieren. Ich denke mal, eine Stunde knapp dürfte nicht genug gewesen sein, um da mein Defizit wieder aufzuholen. Mein Defizit, ja gut, mal kurz gucken. Nail habe ich genommen, was kann der? Okay, das ist natürlich der falsche Move, aber egal. Das kommt schon noch, das kommt schon noch. Was macht der? Und tschüss. So viel dazu. Der andere, bist du zu nah genau? Komm, na, er ist zu weit weg. Verdammt, wie nah muss denn der sein? Hallo Nail, was treibst du da für eine Scheiße? Und jetzt der? Ja, der trifft immerhin. Oh oh, ist zu weit weg, oder? Ja, dachte schon. Und komm schon runter. Ja, Bingo, geht doch. Ich wusste doch, der kann wieder runter. Ich kenne doch Ultimate Gohan. Und seine typischen Bewegungen und boom, und da fliegt er. Und du. Naja, du fliegst halt. Bam. So, und jetzt. Nein, ich trottel am falschen. Sorry, Leute, ich habe den Rechner sich nach oben gedreht, statt nach links. Rechts. So. Mein Ausweichen geht noch. Ja, seht's. Ihr seht's. Ich kann's wieder. Und das sogar online, hey, obwohl der Gegner na gut, 2 Stiche weniger ist nicht so viel, aber trotzdem, also muss schon sagen, es könnte auch schlimmer sein. Also sprich schlimmer, sowohl die Verbindung als auch aber meine Reaktionsfähigkeit, aber der Ausweichen, der geht immer noch nicht. Also offscreen geht's mittlerweile langsam, aber online habe ich noch meine Probleme. Ey, offscreen, Quatsch, offline. Ach, ich bring's immer durcheinander. Okay, das ist ein Ultimate Move, schön. Ausweichen! Also, ja, so geht es natürlich auch. Ich wollte eigentlich so wieder wie vorhin, einfach so linkslässig zur Seite das Ganze abprallen lassen, aber wenn man halt den linken Analogstick zu früh bewegt, dann bewegt er sich halt einfach zur Seite. So, jetzt aber, komm schon! Ja, geht doch! Mystischer Crusher! Das ist etwa der Move, den er gegen Freeze einsetzen wollte. Tatsächlich! Boom! Der Freezer-Move. Komm näher, komm näher. Was soll das werden? Abgeblockt, weil es ein bisschen zu spät, um dann noch groß auszuweichen. Und da kommt schon der Move dran. Na, was machst du, hä? Energievolley! Und ich wusste doch, er wird nach oben fliegen. Der Sieg gehört mir hier. Aber man soll den Tag nicht von dem Armen loben, nicht wahr? So, jetzt. Nein! Nein! Den hat er auch drauf! Alter! Hat der Schaden abgenommen? Na toll, ich bin natürlich voll in seinem Move drin. Jetzt habe ich schlechte Karte. Moment mal, das geht schon, das geht schon. Ja, gut. Und Sayonara! Goodbye! Hasta la vista! Hab mich gefreut, Kumpel! Boom! Der erste Sieg, der gehört mir. Also dann auf zur zweiten Runde. Ups, Entschuldigung, ich habe den Aufnahmeknopf zu spät getätigt, scheiße. Ja, jetzt habe ich nicht mehr gesehen, welche Charaktere antreten, aber seht ihr jetzt, ich bin in der Rolle von Cell Junior und der Gegner ist halt in der Rolle von Hachiak. Okay, erstmal ein bisschen gucken, Cell Junior auch zum ersten Mal, Premiere bei mir. Wie kämpfen der so? Relativ langsam, der Kleine. Oh, es stimmt jetzt natürlich, das kann sowohl Vorteil sein als auch Nachteil, dass Cell Junior so klein ist, weil das Problem ist, wenn die Gegner so groß sind, treffen sie natürlich aus weiter Distanz nicht natürlich nicht, das ist ein bisschen doof. Andererseits nicht direkt unter ihn bin, dann trefft sie mich wiederum nicht. Boom. Was je nach Kampfsituation halt ein Vorteil für mich oder ein Nachteil für mich ist. So, ja seht ihr, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's doch. Ist nicht nah genug dran, kann abblocken, kann ihn angreifen. Und er kann nichts machen. Okay, jetzt sieht das auch wieder, war auch ein guter Vergleich so. Der Tag war viel zu hoch, weil Cell Junior einfach zu klein ist. Klein aber hoch, sage ich dazu nur. Komm hoch. Alter, komm hoch, aber gesagt. Boah, voll am Boden hindurch. Ja, stehst mal auf. Wir sollen nachhelfen.
Ich kann den Modem-Move ausführen. Der geht nämlich auch, wenn man den linken Analogstick nach unten drückt, gleichzeitig R1 gedrückt hält und dann den Kreisbutton betätigt auf der PS3. Dann kann man nämlich so einen individuellen Move ausführen, wo man Gegner werfen kann. Auch das aber gerade kurz vorher noch im Tutorial erfahren. Und Kamehameha. Mann, wieso machen so wenig Schaden? Wenn er am Liegen ist oder wie? Ist ja voll fies. Komm runter, komm runter. Cell Junior will spielen. Das ist also der berühmt-berüchtigte Hachiak. Ein Gegner, der stärker ist als Broly. Was eigentlich unmöglich ist, weil Broly stärker immer weiter zu je weiter er länger fightet. Kumpel ist ein Fehler. Rückstoße durch meine Attacke, ich bin geschützt. Ist so ein kleiner Logikfehler bei Wedging Blaze 2, aber wenn man es weiß, kann man es natürlich ein bisschen ausnutzen. So, umgedreht und... Mann, ich wollte ihn fliegen lassen. Nein, nehme nicht, so jetzt aber. Komm schon, komm schon. Also ein bisschen, ja, und ist gar nicht mehr nötig. Nein! Jetzt wollte eine coole Combo starten, weil ich gerade gesehen habe, dass so wenig Energie hat. Und dann fliegt man plötzlich weg. Das ist eben so ein Nachteil, wo ich vorhin erwähnt habe. Weil Cell Junior einfach so klein ist. Kanone. Und die blocke ich einfach. Wow, wo ich geblockt habe, zu viel abgenommen. Abgezogen natürlich. Ist hier übel. Na, Hachiak, willst du sterben? Ja, offenbar schon. Und das war Sieg Nummer 2 für mich in Folge. Das kann nicht so weitergehen, oder? Nein, ich glaube auch nicht. Deswegen habe ich jetzt mal Videl genommen. Hatte ich auch noch nie. Und deswegen Premiere für die kleine Dame. So, Freunde, wenn ich schon mal dabei bin, wir kommen langsam zum Ende der Folge. Also sprich, Ende natürlich noch nicht ganz so weit. Aber für diejenigen, die noch nicht weiter gucken wollen und endlich mal wissen, was jetzt damit Season 2, sprich Staffel 2 und so auf sich hat. Ich erkläre es mal ganz kurz. Es ist ja so, ich habe mal angekündigt gehabt vor ein paar Videos und so, in einem Infovideo etc. etc. Coole Combo-Videl. Mann, komm schon, der Wurf, ich will ihn zeigen. Geht doch, geht natürlich auch. Ein Wurf. Ja, war stehen geblieben, genau. Vor ein paar Videos habe ich mal angekündigt gehabt, von wegen der Year of Dragon Ball bei mir, sprich das Jahr von Dragon Ball, weil ich, ja, schon seit geraumer Zeit entweder keine Dragon Ball Let's Plays mehr gemacht habe oder im Fall von Wedging Blaze 2 einfach viel zu selten Videos gebracht habe. Das hatte vor allem Gründen, Zeitgründen, einerseits, weil ich so viele Projekte am Laufen habe. Das schlaucht doch mehr als ich gedacht habe, vor allem, ja, Wedging Blaze 2 ist wirklich ein Spiel, dass man immer wieder ein bisschen trennen bleiben muss, vor allem wenn man da irgendwie 10 Projekte gleichzeitig am Laufen hat. Dann verliert man mit der Zeit mal das Timing und das ist natürlich nicht gerade sehr schön, genau wie das, was gerade so abgeht. Komm schon. Ah, jetzt geht's. Was, ich muss weiter drücken? Mano. Ja, gut, das ist der eine Grund, Zeitgründen. Der andere Grund, Ausbildung halt. Da bin ich jetzt allerdings bereits in der zweiten Schlussphase vorbei. Die dritte Schlussphase irgendwie Mitte Juni und da muss ich nicht viel vorbereiten. Von dem her habe ich jetzt bis, ja, würde man sagen, Ende Juni recht einigermaßen viel Zeit für Let's Plays, wie bisher gewohnt, so kann es eigentlich mal auch. Und dann ab Anfang Juli dann wieder sehr viel mehr Zeit, dann sind bereits Sommerferien, ich bin mit der Ausbildung fertig und habe wieder sehr, sehr viel Zeit für Let's Plays, für Trainings, für Umstellungen, für Neues zum Testen, etc. etc. So, kommen wir jetzt mal dazu. Jetzt zum Year of Dragon Ball. Wie bereits gesagt, ich habe dieses Jahr relativ wenige Dragon Ball Let's Plays bisher gebracht, das will ich ändern. Das gibt es ja bereits bald mal als 1000 Video Special, was ich ja als Dragon Ball Video verpacken möchte. Ich kann jetzt mal ankündigen, da wird es ein, ja, ich werde ein Dragon Ball Spiel Let's Playen, was bisher, glaube ich, auf YouTube noch nicht so häufig geschehen ist, deswegen bringt das mal. Erklärt ein weiteres, wie es zum Year of Dragon Ball aussehen wird, mit neuen Projekten etc. etc. Und da dachte ich mir so, Wedging Blaze 2 läuft jetzt bereits eine Weile und ich habe schon relativ wenig oder bis selten jetzt letzte Zeit Parts gebracht. Gleichzeitig aber auch bin ich nicht mehr so im Training und würde das gerne ändern und deswegen dachte ich mir, schließe ich jetzt mit der heutigen Folge Staffel 1 ab und nenne jetzt einfach mal so Staffel 1. Und am nächsten Wochenende dann, nächstes Wochenende, sprich Samstag und Sonntag gibt es dann, scheiße bin ich im Übo, gibt es dann Samstag und Sonntag jeweils eine Folge Wedging Blaze 2, wo wir dann auf Staffel 2 anstoßen. Anstoßen, sage ich schon. Ja, irgendwie halt loslegen, nicht wahr?
loslegen war. Das war gut. Nächster Kampf, jetzt aber verloren. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. War ein bisschen zu sehr ins Plaudern vertieft und habe zu wenig mich auf Spielen konzentriert. Das wird gleich wieder geändert. Ja, nächste Woche halt, wie gesagt, Staffel 2 startet, was da genau neu sein wird. Ich werde trainierter sein zum einen. Die Folgen werden... Also schaut, dass da wirklich 15 Minuten Folgen hinkriege, mindestens. Also zwischen 15 und 20 Minuten. Das wird für mich dann so... Und die Musik ist cool. Wird dann für mich so selber Pflicht sein. Und es wird noch was anderes geben. Ich denke mal, so von wegen Staffel 2 und so, kann ich auch mal ein Intro einfügen. Und das werde ich mal machen und dann mal die ersten Folgen abwarten, ob das Intro auch gut ankommt. Wenn nicht, dann werde ich es halt wieder mal rausnehmen, weil Intro ist ja eigentlich quasi das Gleiche und in diesem Sinne wird es kein individuelles Intro sein. Von dem her dürfen es vermutlich bereits viele von euch kennen und deswegen kommt es vielleicht nicht bei jedem von euch so gut an, aber wie gesagt, mal schauen, ist alles noch eine Testphase und so. Ich finde aber als Let's Player ist es wichtig, dass man auch mal wieder neue Dinge versucht und mal schaut, kommt es gut an, kommt es nicht gut an. Als sonst, ja, halt bei computerspezifischen Sachen sowieso, aber auch bei Let's Plays, wenn man immer wieder das Gleiche macht, das gleiche Format bringt, nie etwas Neues versucht, nie etwas Neues riskiert, dann ist man schnell am Boden, wie gerade Gohan. So viel dazu, jetzt ist aber Zeit zum Konzentrieren hier. Jetzt wird es Zeit zum Zurückzuschlagen, komm schon, Super Kamehameha! Na, kommst du? Ich wusste es doch, er rennt genau rein. Ich wusste es doch. Und jetzt geht du zu Madan. Ich glaub nicht. Scheiße. Was? Ich hab ausgewichen. Ich hab gedrückt. Hey, vorhin hat's auch geklappt. Seltsam, weil der Film doch so gut. 5 Striche bei beiden. Kapier ich nichts. Egal, wird schon gut gehen, Leute. Wie gesagt, jetzt Staffel 2 nächste Woche, da könnt ihr euch schon mal darauf freuen. Das ist dann halt die letzte Folge von Staffel 1, wo, ich will mal behaupten, Staffel 1 kann man so zusammenfassen als Test- und Fehlphase, wa? Naja, also Fehl vor allem wegen meinen Kämpfen und so, wegen Untrainiertheit, Unregelmäßigkeit und deswegen wird es Zeit für was Neues und für die zweite Staffel. Da freuen wir schon sehr und ich hoffe, ihr dann auch. Oh, Cell geht auf Perfektzustand. Jetzt wird spannend. 2 Kämpfer. Gut gegen Böse. Beide gleich stark. Annähernd gleich stark? Wie auch immer. Beide mit der Kraft der zweifachen Super Saiyajins. Es wird spannend. Es bleibt spannend. Es wird langweilig. Komm schon. Ach, ich hatte den ersten Schritt. Boom! Was? Ey, der steht 10 cm daneben, das gibt's nicht. Gohan, ausweichen. Ausweichen! Was ist jetzt los? Oh, verdammt. Der Controller blinkt. Nein, die Batterie ist fast down. Scheibenkleister. Dann kann er einfach liegen, oder? Jetzt geht's ja auch wieder. Also sprich, im normalen Angriffen geht's, also weil ich timemäßig was machen möchte. Dann klappt's irgendwie nicht. Seltsam. Okay, beim nächsten Mal darauf achten, dass der Controller voll aufgeladen ist. Meine Fresse. Nein, ich hab doch abgeblockt. Ich habe eine Idee. Komm schon, jetzt. Ich wusste doch, er versucht's nochmal. Er versucht's nochmal. So, Freunde, das war nochmal der letzte Fehlkampf hier in der ersten Staffel. Ab nächste Woche dann beginnt Staffel 2. Auf zu einem neuen Abenteuer hier bei Dragon Ball Watching Blast 2 Online.